worden fijn. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vater, sehr stark in mein Hart. Und unser wir beten, nicht bis wir sollen für Jungen beten, aber wir sollen beten für the generational curses, the generational demons. Und die Dinge, was wir nicht Kontrolle über haben, und many young people mit geboren sind, die nicht geschützt haben. Der Vater sagt, die sind vielleicht nicht geboren, aber das ist nicht in Destiny. They anger issues, they porn addictions, they drug addictions, they addiction to Bayer, das ist nicht gut. Die sind vielleicht mit dort geboren, aber das ist nicht in Destination. Das ist nicht, wo ihr anwärmt. We are sons and daughters of the kingdom of God. And I pray in the name of Jesus. Du war eine junge Generation aufstehen. Und was sagt, mein Vater, meine Mama, da vielleicht in alles mag ich tun. Aber ich will nicht. Ich will den Weg von Jesus tun. Ich will den einzigen Weg, nicht den Weg von der Himmel jetzt. In Jesus' name. I pray right now for every young man, for every young daughter, Vater. Ich bitte, dass die wollen fahren und ernten sein. Die wollen sein, the life von meiner Vater, meine Mom ist geliefert. I cancel it. Next night on off. Next night from today, I will choose a new life. I will choose a new destination. In Jesus' name. Yes, Dankeschön, Jesus. Wir sprechen dort die Wort and we call it done in Jesus' name. Und in der nächste werden wir beten für die Person, die hier auf diese Wortsbuben stehen, der Numes. Der Numes wollen nicht was hier stehen, die wollen im Himmel stehen, voll Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja. Dankeschön, Jesus, dass du hast, dass du tut fest, jeder eins von diesen, jeder Nun, jeder Person, die hier in Nun ist, ein Nun von Jesus Christus. Du hast dort vor dich, mir du siehst den erst vor dich. Ein Nun von Jesus Christus sei von der jeder Dienstnis, was ich habe abgereicht, jeden dieser Menschen, die Blutholen die Wahrheit von der Wahrheit. Der hat keinen Reich und keine Hölle, aber ein von diesen. Und jeder ein von diesen, was die Übung umtun über die Wahrheit. Dass die Wahrheit der erste Jesus Christus. Jesus Christus sagt, die Wahrheit in dem Leben. Und keiner kann nur Führer, bitte, dass Jesus Christus nicht spricht für ihn. Dass diese Menschen wollen es sein. Diese Menschen, die wollen geraubt worden. Wenn die sind nicht gemerkt, können ihre Haut tun. In der Namen von Jesus Christus wollen die sein. Gott gilt die Führer aus. In der Namen von Jesus, weil wir unser Wort tut mehr. Unsere jährliche Übung tut mehr. Dass wir keine Jüdisch sein, wenn uns die Versöhnungsbotschaft was umvertritt. Dass wir sein gute tun, wo die Menschen hungrig sind, wo die Menschen siegen in der Welt. Und die wollen geraubt worden. Wir wollen da sein, wo die wollen bewiesen, dass wir Jesus Christus in die Jünger sind. Amen. Krijg niet genoeg zoveel wie voor dat die was aan het vriezen van de persoon wat die opgeschreven zijn. Dat die allemaal waren verbeden. Dat wie worden goed, wie worden tot doen wat die moet zijn. En wie worden goed en zijn, dat weer die best. En ik vraag die voor dat in iedereen van ons wat gezegd, wat weilig zijn, te doen en dat te doen. Dat die was aan het vriezen. De wonen van deze persoon, wie kan goed en zijn, dat weer die best, Jezus Christus. En we geloven en we vertrouwen dat in Herrn zijn huis, wat meest vol worden, ganz vol worden, von diesen Menschen, die abgeschrieben sind. Halleluja. Und die Wort hat gepredigt und wir wollen kommen in jedem Zeugnis von was sie erlebt haben, und wie haben Amen. Amen. Thank you, Jesus. We call it done. Aber nu werden wir noch für uns selbst beten. Jeder einer, wer hier beten ist, das ist ein Beweis, wir haben Hunger nach Gott. Und wenn wir einen Hunger haben nach Gott, dann braucht das wir glauben, dass wir wollen trainieren. Willst du sagen, wir haben den Hunger und Durst, die Gerechtigkeit, die Wort zufriedengestellt worden. Aber einer sagt, dass gesatisfied worden. Und wenn dort dein Hunger von dir ist, dann werden wir gerade nicht beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass dein Wort auf mich versprochen. Dass ich Wort zufriedengestellt worden. Wenn ich einen Hunger und Durst und Gerechtigkeit habe. Und ich glaube dort. Und ich nehme das an. In Jesus sein Namen. Amen. I declare and I decree. So be it. So wird es sein von dir. Amen. Und nicht nächstes habe ich hier bei abverheben in den Herrn sein Haus. Halleluja. Amen. Come on. Jesus is so gut. Der Boss ist ein Kum. Ik dacht van dit laatste lied wat we hier in de worshiping deden. Dat zo'n revival is now.
En weet je, dat heeft Catherine Craig heeft dat je moet abgeschreven. En heeft dat je worship, wanneer ze vielleicht 5 members in ihre Kirche haben, oder vielleicht du sind ein paar Stück in ihre Kirche was. Dann sagt er dat Leute, Revival ist neu, Erweckung ist neu. Weet je wo Erweckung umfängt? In mij. Erweckung moet eerst hierbij passeren, eure kan buiten passeren. Wenn het hierbij nog niet passiert ist, laat me dit zijn, dan wordt het buiten niet passieren. Dan moet eerst hierbij. Wir moeten eerst hierbij gaan, dan waar we uitkomen. En dan waar we dat zijn. En ik is zeer interessant, denk ik, wat je wat niet doen. En ik was some mensen die bij een spot zaten, en dat ze krijgen doen. En je zijn dat je waant. So, ik wil hier te zeggen, ik zag hier in Johnny Fout. En Selina, je bent al hinabkomen. I know, Johnny, die doesn't sound, but that's okay. Die was op hem verstoord. Toen nervous was word he moved, oh, that sounds. Halleluja. Die kost wel op tablet hinabkomen, die post ons van tablet B. Ik wil je hier te vragen, ik ben hier zo van die worshiping dagen. Dan zag ik dus een ding, nu ik je bij me vragen, wil je dat zijn dan? En dan wou ik van dat leren. Waarom ik je bij pikte, wie je zei geistelijk zijn. Zo, nu kon ik je bij vragen, en die wil je aan zich alle leren. Wat is du, Johnny? Ik leid die Hassak, maar wanneer je nachdenken, dat je niet beten is, en niet lezen is, oder vielleicht muss zwei die auch nicht so, dass sie waren. Wo fällst du die da? Salarig. Okay, wo fällst du die? Wenn du hast nicht gebetet, die bei Sambo, die fällst du so, die hast alles nicht getan, was du sagst. Wo fällst du die da? Doof. Die Kämpfen, die sind viel stärker. Ja. Okay, Halleluja. Okay. Hast du noch was zu sagen? Well, Ik voel me dan dus wegen Kassen gedaan, so ik word bis dat zo zei ze het is. Ik voel me dan niks als wanneer ik eruit zie voor den kamp, wat du den dag vielleicht wat komen, waar ik zal geen kamp. Amen. Dankeschön. Ik weet het kaart vielleicht en dit wie een beetje in de stop, du bent geen treigen. Dat is alles wat ik van je bij wil weten. Ja, geef de moeder gouden hand. Weet je wat, dat stemt 100% wat Johnny zei deed. En dan falls ik niet reut in den Kampf entgegengehen. Because dat zei, we zullen dat je shirt aanhaan. Wat hebben we er aanhaan? Dat is met God zijn woord. Maar ik wil je eines zeggen, wat ons mindset zal zijn. Wanneer we niet zijn, een dag hebt je was. We zullen ons bouwen. Weet je, religion heeft geleerd, je te verdammen, wanneer je niet aan een dag Bibel gelezen. Wenn die nicht einen Tag gebet haben, wenn wir nicht 2 Jahre gebet haben, aber weißt du was, wo der hat, wenn wir mit zusammen wie im Säuer ans Gleichen tun, wir sind stolz nicht mehr, das habt ihr was. Wir bauen uns. Wir wollen bara 3 haben, wo wir spielen. Kijk doch, was Johnny sagt. Ich weiß dort, was ich getan habe, ich will bara 3 haben. Und warum ich das hier sagen, viele von uns, wir fühlen uns, wenn wir dann frisch lesen, die erste 10 Verse, das ist verdammt. Und wir haben jetzt nicht Bibel gelesen. Und ich will dir sagen, wenn ein Dämon wollen, so verlauen haben, wir bauen uns nur Jesus. Wir bauen uns nur Gott sein Wort. Weißt du was, da wird auf uns Leben sein für uns. Warum muss da uns heute läuft von so sein, dass wir uns bauen, wenn wir nicht mehr arm sind, habt ihr was. Ich habe das Bild sein, wo wir gelehrt haben. Like, wenn du nicht einmal smarts nicht gebetet hast, boom, kriegst du einen Feuerbefeuer, ein Vermarsch. Hast dich 3 Bibelverse gelesen und dann ist so was da, ich weiß nicht, was ich aber habe, so was da, Fahrtag 12, nach schön 2 Bibelverse lesen. Ich war Gott all sein. Ich war schön 2 Bibelverse lesen. Dann war Gott mir war er laufen. Weißt du was, der läuft, die aus die Bibelverse lesen, das ist er nicht. Aber die wirst gerade sehen kriegen, wenn die das lesen. Die wirst unter den Sehen leben, wenn die das leben. Und da will ich hier von dir ein bisschen sagen. Und Johannes 16, Vers 19 sagt es das. Johannes 16, 19. Fertig? Ganz?
Okay, Halleluja. Okay, das heißt, Jesus weiß, was er an ihren Frauen will. Det var ikke best å si, Jesus visste hva det am ihren Frauen will. Vad är Jesus dann? Hör mal hier. Det mer kraftigt sein, was hier in Jerusalem sagt. Und dann sagt er zu an, Frau, gib jemand ihren Ona, was ich du mit mein, wenn ich sehe, je wurde mir an meine Karte nicht sein, und bara an meine Karte wollte ich mich sein. Wat ik hier mein, die waren meine Karte nicht sein, wenn ich von dem Führer gehe. Aber ich war in Schatten, der war bei uns sein und zei dem Frau. Because die Jünger, die haben eins motiviert. Die wollen sich nicht Jesus zu Frau, wenn die wissen, dass Jesus hat eins ganz direkt gewährt. Was sagt er? Ich war in Schatten, den zei Frau. Zei sein? Das hier so, Johannes saß hier, das bis von Helden, yes. Was die war tun, wenn die war kommen. Und dann die sagt, diese Vers hier und da, er kriegt und dort, wenn die eigentlich nicht die Bibel lesen, und die eigentlich nicht das tun, weißt du was, dann sagt er, ich will entscheiden, den ich Frau, und den ich noch lernen, den ich, die wird ihn leben, und die wird ihn halten, durch diese Tiden gehen, wo ich sage, oh man, ich will ganz schnell, wer das will, den sie leben wird, das change. Ein Tag, ich habe die Bibel gelesen, und so ist jetzt für einen Schlupen nach, man, wo war gerade sie Mut nicht sagen? Ich dachte, ich musste verschlucken, da ich sie gerade, hast du noch eine Vers für mich? Eine besondere Vers von dir, die mir was sagen? Und so erfährt und sagte mir eine Vers. Dann hätte ich schön lesen. Warum bin ich mich jankert mit dem betaubt zu sein? Nicht im Mord. Und den ich wahrscheinlich mit taub sein macht, die klingt Junkie. Ribasando. Halleluja. Jesus hat gesagt, okay, nu wil ik je besagen, nu wil ik je baten geven. En ik word op Jan einstelt, nur direkt Botschaften gehört von geven. En wat op mijn dat, en wat op van ons is, en zullen we geven. En weer fan een goede voor heeft, dat is mijn vrouw. Maar weet je wat, ik zie maar dit hoop, en ik zie er ook wat van. Pas op, en ik je boel zie. Come on, Dave. Ja, die hast ook wat gekregen, niet? Woo, halleluja. Maar ik wil je best dit zijn, dat je hebt zo'n mensen zoals die vrouwen is. En ik wil die van jou ganz direct vrouwen. Nu wordt die vielleicht meer betuigen klein fern, en ik hoop dat. En ik zie hier niet boem om die heulen. Ik zeg die om de waarheid zijn. Maar wenn du wat van jou geleerd hast, du bist te warm te geven, dan bist du te warm. Dat die jongens was wat haben. Dat je hebt mensen die zijn, ik kan niet genoeg geld hem geven. Weet je wat, dat ze weet als het jet, je in de God zien wordt. Du weet, heeft Jezus dat gruwelijkste af hen eierrecht. Wenn die 500 Peso verdient hast, dann kostet die 50 geben. Und wenn die 5 Peso verdient hast, dann kostet 5 Cent geben. 50 Cent. Dankeschön. Ik zie die op bezaadspijzen. Ik de 5 ik vergeet. Die kost geven aan die was. Wer er nicht will, der wird bleiben. Aber was der Sache fertig ist, wir haben uns entschieden, wie sein Tauarm zu geben. Ich will die sagen, gib die deine Arm herüt. Und Gott wird das segnen. Wenn das für Gott sie wird sagen, okay, nu werde ich mal lesen, was das hier sein wird. Das will ich hier sagen, wenn man wieder gut lesen, von dir auch nicht durch ihn ausreichen. Wenn das gut wahr ist, dann will ich das tun, was das sagt. Wenn das nicht wahr ist, was ich hier buben sein, dann fährt ein Haus und da bis an den hier ist heute Lauf gepüßt worden. Wenn das bis heute Lauf ist, was ich hier geredet habe, dann bist du nicht verantwortlich für das. Aber wenn das nicht ist, wenn Gott sein Wort ist, dann bist du ein Akt verantwortlich für das Wort. Amen? Halleluja. Okay, wir haben hier jetzt mal Malachi 3 lesen. Will ich mal abstehen? Halleluja. Dat heißt es dit hier, en dit doet reden ik hier van dit, en dit is een free wil. Wat ik hier te doen met deze 500 zaal hier en zo, dit is geen bemus hier. Want dit wordt een bemus zijn, dan zijn we niet vrij in Jezus. Ik zei bloos, dit is wat God heeft eingeführt, wat u en ik kunnen geraten en zien hebben.
Dat is waarom ik dat zei. Maar dat staat nog hier bijna weer. We hebben wel bij auto nervous mijn hand, dat constant zien wel. Maar ik wil die beetje lezen wat het hier zijn. Dat heißt, dit 3 vers 10 zegt dat. Bringt mir dat volle tienel in mijn spikken aan, zodat in mijn huis wat eten zijn. Proeft mir met op. Hart maar. Hart maar wat hij zegt. Je hebt maar een volle, dankzij. Je hebt de volle tienel in mijn huis staan en dan proeft mir met op. Zegt de Herr, der alles regiert, en fängt uit of ik niet verjüngt worden in Himmel opmerken en einen Segen draufschaden, zodat je dat wat überaan. Ik word in Schniepen nicht looten op jene Flecken kommen en jene Arren abfreten en die worden nicht in de Messarren en jene Wiengores haben, sagt der Herr, der alles regiert. Dann worden alle Väter sagen, wo glücklich sie sind, die worden ein herrliches Lohn sein, sagt der Herr, der alles regiert. Amen, ich glaube das und ich nehme das an in Jesus sein Namen. Halleluja, oder wie das alle haben euch nun. Oh, alles. Want dit is een karte geschreven, ik wil maar zeggen, ik had het maar gezegd, maar zo dat God zijn wordt getroffen. Dat we maar een jongen in de stad, dat we een kleine jongen, der hat bloß de mama gehad, de papa wird gestorben, der wir im Bett al so arm was. Und das kleine jongen, der sagt zu seiner Mama, ich muss gut schaffen, dass wir kein Geld mehr. Er hat eine Sockerfabrik. Und er sagt, hey, ich will hier schaffen. Das ist der Mann, der uns bei der Sockerfabrik sagt, ich will die hier gleich. Ich will die hier nicht. Die kann bloß einmal waren und fängt dann an zu fehlen. Die fangen an zu fehlen. Weißt du, was mein Host ich sagte, Mann, wenn die auf irgendwas schaffen, fangen wir an zu schaffen. Der hat $1 gekriegt. Wenn ich in die Hüse gegangen, hat er seinen ersten $, hat er 10 Cent weggegeben von seinen ersten $. Wenn seine Mama hat ihm gelehrt, renn einmal jaft die den 10 $. Da hat nicht lange gedauert, das kleine Junge, was mit Rata, der fängt an, der Supervisor zu werden, über ein Konzert. Und nach mit Rata wird, dann der wird sagt, ich kann den einzigen, was ich hier kann anvertrauen, für das Ganze, das die, ich will die dort verkaufen. Die kauft dort rein, alle, und das ist ein Multimillionär Mensch. Und der sagt, seinen ersten $, hat er seine 10 Cent gegeben. Weißt du, das ist ein Segen, der Hänger. Halleluja. Okay, die nächste Bibel hier in 2. Korinther 9, Vers 6 lesen. Dort sagt es das. Wer sagen das? Dort sagt es, denkt daran, wer euch sparsam seid, wird euch sparsam ernten. Wer auf einem vollen Hang uitstrebt, wird reichlich ernten. Ich glaube das und ich nehme das an in Jesus sein Namen. Halleluja. Das nächste ist Lukas 6,38 sagt es das. Geef en junt wordt een gouden moed. Doel je draagt, top je schadet en even vallen en de schoot je geeft wordt. Wie het met dezelfde moed. Ik geloof dat, ik neem dat aan in Jezus zijn naam. Halleluja. Dat gaat zijn woord. Wanneer dat raak is, wanneer dat waar is, dan dat wat het zijn dat. En wanneer dat 10 jaar terug heeft geschaft, dan meint het dat schaf van jou nog. Halleluja. Dankzij Jesus, wir preisen die, wir loben die, für was Gott die bist, dass du die immer wahre bewiesen hast. Und dass die immer wahre sagst, ich war den geben, der wir sich in mir aufmerken hat. Was immer wir wollen tun, wenn wir wollen Zeit abgeben, dann wird er seine Zeit geben, dass wir wollen mehr kriegen. Er wird mehr aus Genügend geben. Und ich danke dir, Jesus, dafür. Und ich preise dich und ich lobe dich. Du bist dort wird anzubeten. Und wir sagen, jeder einer, der von dir hineinleitet, ich bete, dass der Mensch, was immer der sich vernehmen, wo er sagt, oder was er sagt, ich bin Segen dir, und dass die Namen noch verherrlicht werden. Und seine Financial, was er sagt. Dass er tüß ist bei seiner Familie, wenn er das ist, dass er heute seine Frieden nicht eingehen, was immer er ist, ich bete, Segen dir, dass das wir fangen zu schaffen. Die Marriage wird schaffen, alles, was sie tun, das wir fangen zu schaffen, um die verherrlichen, Jesus. Das ist wegen die und die und die und die und die allein, Jesus. Halleluja, wir preisen die. Amen. Halleluja. Nächstes die Gelegenheit zu geben, wir einmal sich im Hort aufmerken. Halleluja. Thank you, Jesus. Und Johnny und Selina und Jean haben bitte der Rack gefolgt, das nächste Mal bei den anderen. So, wir haben sich hier näher und das nächste Mal, der wird wahrer, was hier. So, Halleluja. God is good. Der nächste, wo wir die Botschaft haben von Teacher, meine schmackefrei ohne Wohl. So, Halleluja. Beide willkommen heute. Wer von alle wird gelehrt, wo wir sind durch Räume gegangen? Come on. Ich bin so dankbar, was ich habe in Römerbuch gelesen. Und nie noch so viel mehr verstehen kann. Halleluja. Gott segne dich.
Ik wou nog right worden. Gott ist gut. Amen. Ihr seht eben, wie wir in Darkreimer, dort ist es nicht so. Die haben groß angefangen. Und wir haben ein Teil geleerd. Amen. Und wir sind nu in Römer 3, 21. Vers 26 werden wir schon mal lesen. Und dort sagt Jesus das. Nu über es ans ohne dort gesagt, Gott seine Gerechtigkeit offenbart werden. Da vom Gesetz in den Propheten bezeugt worden ist. Geruh die Gerechtigkeit von Gott, die durch den Glauben von Jesus Christus kommt, nur alle und ab all die, was glauben, willst du es kein Unterschied. Willst du haben alle gesündigt und kommen gehört und der Herrlichkeit Gottes und waren unverdient gerecht vor die seine Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Dem Gott festgestellt hat, zu einer Versöhnung durch den Glauben an sein Blut, zu ein Beweis für seine Gerechtigkeit, wegen dort Übersöhnen von den Sünden, die vorher begonnen sind, und Gott seine Geduld. In dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu beweisen, so dass er selbst gerecht ist, und den Gerechtfertigkeit von dem Glauben an Jesus ist. Das ist ein kraftvolles Wort, ein volles Wort. Und das ist Wahrheit. Wir haben gelesen in Römer, dort sagt du, laut alle Menschen lehnen sind, Gott ist dann haben wir Wahrheit. Und ich schuss mich krass so zu glauben. Wenn Menschen irgendwas sein und Gott sein Wort sagt aber anders, dann laut ich die lehnen sind, aber ich entscheide mich, Gott sein Wort zu glauben. Und dort, wo jeder einer mit kommt, wenn die was wahre geboren worden, dann musst du dort einmal glauben, dass das stimmt, wenn ich dort annehme, dann sage ich wahre geboren. Und wenn die wahre geboren bist, dann musst du dort einmal glauben, wenn Gott sein Wort dazu sagt, dann stimmt das, dann ist das für mich. Because wenn dort nicht, die wollen rein am der Welt sein, Hand und her ab all unsere Wege. Und du willst wie einmal einen Grund kriegen, eine Foundation an Gott sein Wort. Wenn wir erst einen Grund haben, dann wird die ganze Welt anders sein. Ich weiß nicht mal, was ich glaube. Wegen Wort, ich habe einen Grund gekriegt. Ich habe nicht mal irgendwas ausgedacht. Ich habe mir entschieden zu glauben. Wir können ganz durch Jesus seine Teachings, wo einmal da habt gelehrt, von der Evangelium Bücher, einmal seht den Glauben. Den Glauben habt ihr gehalten. Den Glauben habt ihr geholfen. Den Glauben habt ihr gerat. Der seht nicht mein Glauben, der seht Diener. Aber das ist unser NA. So du wie glauben, um dort vollständig zu hören kriegen. Wenn wir nicht glauben und die sagen, ich glaube das nicht, Amen, dann ist es so. Aber ich sage, ich glaube das, dann ist es so. Because das geht am uns glauben. Wir glauben, wenn wir es nicht sein. Aber wir wollen sein, willst wir glauben. So in Römer, also wie ich euch gesagt habe, dort redet so viel vom Gesetz, von den alten Bünden, von den neuen Bünden. Und Paulus will uns mal lernen, wo der alte Bund sitzt in der neuen Bund. Und ich habe eine große Offenbarung gekriegt, bloß durch die durchgehen und studieren, was meint Gesetz? Was meint die neue? Was meint der alte Bund? Und ich habe doll Dinge gelernt. Und wenn ihr kann, Halleluja, das ist nochmal bloß der Anfang. Wie kann, wenn wir hier lernen, da oder predigen, bloß antöchsen, antatschen und Gott sein Wort. Wegen dort noch so viel Deutung von jeder Seed, jeder Art, so viel mehr, als was ich gesagt habe. Und du willst in die Haus gehen und Gott sein Wort lesen, mit Gott vertrauen, Gott anbeten, willst du wel die, je habt ein klein bisschen Liches tun abgedacht, dort hat Anfang abzudachen, aber nu will ich das selbst wissen, was das geht. Für ihn ein Leben, eine Offenbarung. Und du willst, hier so redet viel von Gerechtigkeit. Hier lehrt Paulus uns, was Gerechtigkeit ist und wo der ist für ein Tag gekommen. Und das sagt, that God hath the Gerechtigkeit geübt, being witnessed by the law and the prophets. Sie, der hat uns die Gerechtigkeit geübt, apart vom Gesetz. Aber das wird all bezeugt durch den Gesetz und die Propheten.
Die Säuden immer während Weg von Gerechtigkeit. Alles meint Gerechtigkeit. Der ganze Satz, das weist uns, wo Gerechtigkeit lädt. Wo Gott lädt, wo heilig Gott ist, wo gerecht Gott ist. Und das, wo wir machen, das sein, dort wir nicht sind, aber dort wir machen wollen. So, wenn wir nicht dort sein, dann wir nicht mit seiner Gerechtigkeit angetrocken sind, dann leben wir immer in Angst, in einer Scham und mit einem Schuldgefühl. Das sind die Folgen, wenn du nicht in Gerechtigkeit lebst, nicht angetrocken bist mit seiner Gerechtigkeit. So, nu werden wir mal eerst kijken van, wie wollten von Adam, dat wir in Adam sagt die Bibel, ich gerade gemerkt habe, die haben den Seil genommen. Und dat wir dann Adam, wie wollten kriegen, was passiert durch die Sündenfall, die geben an, die werden ungehorsam, die fallen im Fleisch nehmen, dass die Sündenfall sei, wie immer, warum sei, wie die sind gefallen, weil die sind von der Stadt, von der Position, wo die haben gefallen. Wat die voor God hadden, du sind die van gefallen, in een leegere plaats. Die kwamen op een leegere stad te staan, als voor God aan haar hand gezet. En dit is de zindenval door Adam, en Adam, de ganze Nukomschaft, alle is gefallen in de zin. We zijn alle wat lezen wie door, kort gekomen. En de heerlijkheid wat wie bij God zijn zal. En Adam en Eve, we hebben mal Psalm 8, vers 5 en 6 lezen. Hier redet van den Mensch. En dit is gerade wat Adam wie voor die gezinnig had. En dit zeg ik word op Engels lezen. En ik kon niet helemaal alles 100% krijgen ze nu zijn als het leest. Toen is het wichtig dat je dat zelfs lezen. Psalm 8, 5 en 6. For you have made him a little lower than the angels. Deze angels hier. Dit zijn, dat meint Elohim, God en zijn dreieinigheid. Du soll nicht das Wort angels zijn. Dat is in Griechisch als dat niet zo staat. Du hast in Bethlehem gemerkt aus Gott. So Wort sagt dort, wir sind gemerkt in Gott sein Likeness and Image. Wir liegen Adam wird in Gott sein Likeness and Image gemerkt. Er liegt am und er hat ein Bild von Gott. Er hat wir bloß ein Leer aus Gott. Ich wie Gott, dann wie Adam. Weil mit dem Mensch kann er Gemeinschaft haben, das mit kein anderes, nicht das mit den Engeln, nicht mit den Tieren. Nicht kann Gott so Gemeinschaft haben, als mit dem Mensch, der wird das Nächste zu Gott. Deswegen sagt er, du hast den besten Leer gemerkt. Und dann sagt er, du hast den gekrönt mit Herrlichkeit in ihr. Das wir Adam, in Adam werden gekrönt. Mit Herrlichkeit in ihr. Auf Englisch sagt er, mit Glory and Honor. Das ist mit Wort, die werden gekrönt. Und dann sagt er, and you have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. So das hier zu kraken, nu 1. Mose 1,26. Was sagt er du? Dort sagt, dann Gott sieht, lud ans Menschen merken in ans Bild, nur an, dort der ans Lignen, und lud die machen über die Fische und mehr, über die Pfeile und die Laufen, über die Feuer und über all die Ehren, über jeder krüpende Ding, wo du krüppt ab die Ehr. Sie diese Macht jöfte den Mensch. Willst du wir bloß dort beste Lehrer aus Gott. Aber dort verdorft, diese Herrlichkeit mit Wort Adam in seine früh Adam werden dort dann. Dat sagt het in de 1 Mose 4, vers 1, vers 2, dat sagt het in de oude King James, sagt het, hij naam en bed Adam den dag wat die gemerkt worden. So dat meint zoveel, die hadden dezelfde authority, deswegen hadden die dezelfde noem. Aber nu, sie die hadden gekroond met eer en met herrlichheid, met een glory hadden die ongetragen. En deze glory, dat krijgt wat passeren, dat is de zin, dat ze den dag wat die dat worden doen. Dann wollen die sterben. Wir wollten die Körper, die sterben nicht, aber die Seele, nicht die Yes, die Connection mit Gott, die sterben, die können nicht mehr am Yes. Nur Gott kommt, dass die Vater können. Nu ging diese Glory, die ging ut. Die dachten nicht mal, eine Herrlichkeit, die dacht. Diese Bär, die dachten, wir wollen ein ganz anderes Bild schreiben, wenn wir das schweren gesehen haben. Von Adam, wir ungetraut mit Gott, seine Herrlichkeit, und wir haben Blut. Wir wollten, jeder einer hat Blut, und wenn die hier in Licht und holen das, wenn die du durchdachen das, was das dacht rot, wir wollten alle, habe ich geprüft, ne? Das schien durch rot. Und dort still noch ein klein bisschen von der Herrlichkeit zu sein, was Adam hat. Die dachten rot aus dem Licht. Adam werden ungetragen mit Gott seiner Herrlichkeit, und die dachten aus Dache Lichter. Sie nicht sollen wie nicht mehr zwei witte Menschen, so wie sind Unkleider.
Niet zo wie Herrlichkeit, Licht, Unsinn, Frieden. Das werde wir. Und was sagt das, die Herrlichkeit verloren wir? Sie sagen, sie wir nacktig. Die Herrlichkeit wir ütigen, die dacht nicht mehr. Die auf einmal checkten darauf, die schämten die sich. Die hat rein nichts zu tun mit diesem Körper, schämten die sich. Die Herrlichkeit, die Kleidung, die Gott die angetragen hat, die wir nicht wahr. Die sahen nicht dort ans Licht, ist ütig und dort esst du nicht mehr. Und was passiert das nächste, die dort gesehen haben? Die hatten Angst. Die Herrlichkeit, wir wahr, nicht Angst. Und was passiert, wenn ich Angst esse? Ihr schämen sich, hatten Angst. Und dann ist Guilt. Dann rannen wir von den Herrn. Dann sagt der Herr, wo seid ihr? Und es steht, Adam kann fest, hier sehe ich, hat sich verstärken, wie uns wird, der hat Angst. Die Herrlichkeit wie Ütigung, mit dem, was da gekrönt wird, dort wie Ütigung, dort dacht nicht mehr, der wird nervig geworden. Aufgesträubt von Gott seiner Herrlichkeit, das wird da passieren da. Und wir glauben, die sagen, ich habe einmal, ich kann nicht Kleider an. No, der Herrlichkeit wird verschwunden. Diese herrliche Atmosphäre, Gemeinschaft mit Gott, den Vater, wir wahr. Du wirst nicht mehr Connection. Wenn die Leute wollen lesen, dann wollen die morgen dort sagen, nicht Gott schreibt du am Garten. Der Herr. Wir haben von den Herren gelehrt, was dort gesagt, die Regierung ist, von dieser Erde, was dort Leben regiert. Und durch Sterben reden die nach der Erde. Und die wird Angst. Und dann, dort dann was passiert? Wir haben sich selbst Kleider von Fig Leaves. Ich weiß nicht, was Fig sind, doch das mir so nur sein. Feigenblätter. Die sehen die Näden dort, sagt das hier auf Englisch. Die müssen sich Feigenblätter Kleider, wegen Wort. Unsere Herrlichkeit ist wahr. Die schämten sich nicht mit ihren Körper, die wie gemerkt von Gott. Perfect, 100% in shape. Ich sage mir ganz sicher, du fehlst an nichts an deinen Bodies. Aber die Herrlichkeit dachte nicht mehr, wir sind nicht nervig, das wollte wir nervig. Die mögen sich Kleider willst nicht wollen, die schon, was die gejäft hat, von Gott zu voll, bedeuten. Was haben der Herr Gott, dann merkt die Kleider, ein Verbot. Wir wollten dort erst von, dort sagt in 1. Mose 3, sagt dort, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us, to know good and evil, and now lest he put us out his hand. Oh, sorry, ik wieder aardig vers. Ja, eine Vers, Buch 21. Also, for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Sie dann door de Herr in Kleider merken en trok die aan. Dit muss all in Lohn, muss all geslagen worden en dit muss bloot kosten. Dort wir all ein Teken von Jesus. Die wusste Jesus, diese ein Tag, was war kommen. Wir wollten das sagen, der aller Bünd, wir alles ein Schatten von was kommen wird. Das ist bekannt, nicht so? Sie diesen Schatten von dort bloot kosten wird. Tim, jün traden, jüne schon bedaten, jün taudaten. Mit was sind wir nicht angetragen? Mit robes of righteousness. Mit Everrock von Gerechtigkeit. Und das weiß all, dass das kommen wird, weil es für die schon, was die sich angetan haben, die müssen nicht bedeckt werden mit bloody robes, mit einer blutige Everrock, weil es dort weiß, die wird ein Tag kommen, was Jesus wird dient. Die bedeckt uns nicht, die wascht uns rein. So, und dort wurde hinweisen, der, aber worum sehen wir dann nicht von, wenn wir denken an Gerechtigkeit, gerecht vor mit Gott, dass wir in Römer lesen, und redet so viel von Gerechtigkeit. Woran sehen wir da nicht durch? Warum hat sich das bekannt? Das geht immer alle wegen am Kleider. Meist jeder Kirche, Domination, haftet schwor mit Kleider. Das kommt 100% Krack von dieser Krack, das kommt dort her. Die Gerechtigkeit. Wir haben nicht verstanden, dass wir mit Jesus Christus seine Gerechtigkeit angetragen sind. Wir wollen mehr lesen davon. Because wir wollen rein immer ans Feigenblätter taupen, ans Antragen und hoffen, das wird gut sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das geht nicht mal. Because das muss Blut kosten. Und das Blut und der Lamm und der Kassen und der Schub, wo die Ämmer alle müssen geschlagen, ihr Leben geben, das weiß rein alle, da wird ein Tag einer kommen. Und der wird dort auch schuldig, fehlerlose Lamm sein, 100% Unsinn.
onfehler en dat gezaad voor ik merken. En dit is dat ganze gezaad van bloed. Dat is bloed voor juiten en bloed voor juiten en bloed voor juiten. En wat lezen we van de priester en de hogenpriester? Die müssen apart gezaade Everreich onhaan. Wer heeft het gelezen? Wo besonder die Everreich müssen sein? Das alles Jesus Christus, die Gerechtigkeit von Jesus Christus, das ist so kraftvoll dort zu wollen, wenn wir dort auf einmal wollen. Dann auf einmal change das bloß so sehr. Wie wir mal, ich will hier mal lesen, das Exodus, das 2. Mose 28,2. Du sagtest es der. And you shall make holy garments for Aaron, your brother, for glory and for beauty. Sie dit denk aan de priester. Die zoals heilige garments, heilige kleider maken voor Aaron en voor de priester. Heilige, dan zegt hij voor glory and beauty. Sie, wenn wir dort lesen, wo die Everreich gemerkt werden, die werden Details beschrieben. Krag so und so müssen die gemerkt sein. Und krag dort Details und krag dort perfekt Opfer, als Jesus bekommt. Dort wird er für uns, dort ist er für uns. Und du weißt, wie nu mit Jesus seine Gerechtigkeit ungetragen sind. Wenn wir du nicht mehr ungetragen sind, dann leben wir in Angst, in Verdammnis und in Scham. Wenn du dich noch einmal, wenn jeder den schämst, dann fehlt dir eine Offenbarung, dass du bist ungetragen mit Gott seine Gerechtigkeit. Wenn du noch einmal glaubst, der rechte Kleider wollen die gerecht merken, dann machst du eine Offenbarung, was sind Kleider von Gerechtigkeit. Sie haben wie sollen das erst dort innerliche, wo du utschrichtene Gerechtigkeit. Dort schricht an uns, ich mag mich reich untreu. Wenn ich nicht vor reich ungetragen sein, wo dann ich sie nicht reich für Gott. Jesaja sagt, unsere innere Gerechtigkeit ist das schwinche Kadern für Gott. Dine Kleider, dine Feenblätter, was die Toten ist, die sind so schwinche Kleider für Gott. Worum schaffe ich immer während Wache und Kleider, während die Bibel meist nicht davon redet, nie bindt. En allen bindt van deze Everreich all die garments and robes and alles Jesus in Rock. Josef werd ongetragen met een Everreich von vielen Kleren. Und dort bekam Jesus, alle Nationen, alles taub, die sind ungetragen mit dort. Und einmal war dort, wissen Jesus, und wir schaffen nach einmal Hand. Je waren geboren zijn kul, aber die Weg danach reich getragen sein. Wir wollen noch bald kommen, was rechte Worte von Gerechtigkeit sind. Aber Kleider, die bedeuten nicht deine schon. Wenn du glaubst, dass dein Körper eine schon ist, dann sagst du, was Gott getan hat, ist nicht gut. Wer hat mal über nur gedacht? Jeder Mann, jeder Frau sitzt über ein. Gott hat keinen Unterschied gemerkt. Jeder einer ist bedacht und jeder einer weiß, was der Hänger ist. Wer sagt, weiß, bei mir sitzt und weiß, was die sitzt. Einer ist vielleicht dicker, einer ist vielleicht dünner, einer grader, einer kleiner. Aber wir sind rein alle in offene Bücher für Gott. Du hast keine Verschiedenheit, dass du uns gemerkt hast, wenn wir so gemerkt sind, als Gott das will. Von dem hat diese drei Gender Confusions, das wird andere. Aber nur Gott sehen will noch. Wir sind alle überall. Wer glaubt dann noch einmal, das ist der Schon von uns Körper, wo du Mysterie hat. Gott hat keine Schon von Körper mehr. Nu was je vragen, dan weer het graag, want we van daar dan niet onklaar gaan, hè? Dan weer dan niet graag, wil zijn hebben de Herrlichkeit treden. Wat die in Fleisch heeft de Herrlichkeit nicht treden. Die in Fleisch, dat sagt, wir müssen verändert worden aus dem Augenblick mit einem neuen Körper. Du wirst uns die Kleider nicht fehlen, willst du, wie wir das dachten. Aber von dem Ort, wie eingetragen sind, von Bern ans neue Jahr mit Jesus Christus in die Gerechtigkeit, und dort wird ein Leben geriefen bekommen. Aber diese Kleider haben wir an, weil es ans Fleisch in Sinn gefallen ist. Nicht bedacht wie an den Körper, weil es dort Fleisch ist in Sinn gefallen. Wir sind nicht treibt an den Körper stark über die Dach. Kämpft, die wollen wir. Wir müssen einen verherrlichten Körper haben. Das ist Jesus von der hat. Das heißt, wir wollen so sein als Heu. Und Heu hat einen verherrlichten Körper. So wo wir haben. Dort meint ihr nicht, weil das ja Menschen, die wollen fleischlich im falsch hören. Dann sagen die, okay, sag wir dürfen nicht mal Kleider anhaben. Wer versteht, ich sehe, wie kann die unkleider gehen? Wenn du im Yes gehört hast, hat keiner sind gehört. Aber Fleisch hast du nicht verstehen. Weil das erst wird ans Fleisch sagt, oh, das sagt doch nicht nötig. Und du wen tragen, die sich nicht dich ohne da die Kirche. Das wird Fleisch sein, da.
Weißt du, wir sind bedacht, willst du sind still hier erst. Menschen denken sinnlich, die kicken shameful. Du wegen selbst noch einmal bedacht, aber die Tag kämpft, dass wir nicht mehr wollen sein. Because wir wollen im verherrlichten Körper haben. Aber das ist schon verriefen, klar, ihr vor ich mir an die Kämpfe von hierher. Ich stehe an Fleisch gefallen, wie in einer Sinn. Und die wissen nicht mehr, wer sie wird. Die suchen sich selbst und haben sich verloren. Und Gott tragt die an mit eine blaue Lara. Und dort blut wies nicht Jesus. Aber nu, wer wir wollten, wo kann ich dann nu gerecht werden für Gott? Diese Gerechtigkeit muss wie siegen, sagt die Bibel. Wer wollte dort sagen, in Matthäus 6,33 sagt dort, sieg Gott sein Recht in seine Gerechtigkeit. Gott sein Recht in seine Gerechtigkeit. Wir sollen dort siegen, sagt er. So, das muss wie siegen, das meint nicht, dass das wahr ist. Das meint, wir müssen das ausfangen. Wir müssen eine Offenbarung kriegen, dort wir wollten, wer wir sind. Und wenn wir wollten, wer wir sind, dort für nahe, die eine Offenbarung gekriegt hast, dort für nahe, die nicht mal fällt, wenn Menschen gehen, die kommen. Und ich werde mal Jesaja 61 lesen. Dort sagt es denn, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Jetzt passiert. Jesaja 61:10. Sie hier sagte, hij hat uns bedacht met den Everak van Gerechtigkeit, so zum Brigum sich uitstroomt met ornaments, dat is einfach die merkt sich Geschmack, wie wollten dat een Brigum dat dort, und wie sind die, Jesus als die Brigum, wie sind die Brüder, und dann sagt er, and as a bride adorns herself with her jewels. So wenn du von der geläuft hast, Jewelry brauchen sind, hier ist es biblisch. Jesus Christus sei wie ungetragen mit Gerechtigkeit, der hat an Schmuck gemerkt, so dass eine Brüte sich abfixt und Jewelry anhängt, sagt er. Und so dass ein Brigum sich decks himself mit, was sagt das hier? As a bridegroom decks himself with ornaments. Sagt er nur, was meint das? Was sind decks himself with ornaments? Dort sagt sich attractive merken. Attractive, dat het einfach tragen wordt. Op Hochdeutsch sagt het rätseln. Und der hat mich verrätst zu Sinn sein. Maar die hat einfach rätseln meint dat. Dat meint einfach, dat die das Wort tragen nicht. Das wollte ich hier sagen, das was Jesus getan hat. Und das meint nu nicht, oh, dann braucht wir nu nicht vom Büten. No, wenn der das, was wir vom Bären sein, wird das vom Büten zu sein. Da war wie Jesus merken, schmacklos. Und was lesen wir im Alten Testament? Die überragt wir für Holiness and beauty. Für eine Heiligung und zum Schmack lohnen. Wo habe ich einmal gesagt, Jesus, du wie Schmack merken lohnen. Menschen, die ihr das Leben von sich selbst gerecht proben zu merken, die wollen nicht immer angerieben, wenn du Make-up an hast, wenn du Jewelry an hast, wenn du anders angetragen bist, die gerieben die immer an mit dort. Wegen was willst du wollen sich eine Gerechtigkeit verdienen. Sieh, wenn du die Mindset hast von Kleider, dann wirst du immer raufchecken. Immer, somebody, wenn der nicht so sieht als mir, dann erst was anderes. Kann wie sein, was wir tun, wenn wir uns auf Kleider verloren, raufchecken. What about, wenn wir uns auf seine Gerechtigkeit verloren? Dann checkt wie eine Herr. Und wenn wir schon herchecken, dann sein Kind auf einmal nicht mehr. Dann sind es nicht mehr niedrig aus den Bags nach der Rock und haben, aus den Dücken der langen Haare, der Karte haben, aus den Earrings haben, aus den Fingerring haben. Ich kann mich nicht üben wie Jesus. Und so hast du. Sieh, wenn wir uns verloren auf die Gerechtigkeit von Kleider, wir wollen immer raufchecken. Raufchecken als eine Menschen. Eine Herrchen als eine Jesus. Wir verloren uns auf seine Gerechtigkeit. Wir sehen seine Gerechtigkeit. Nicht mehr unsere. Das ist seine, nicht meine. So, nu werden wir noch wieder lesen. Das ist so viel an Gott sein Wort. Ich habe hier ein ganz kleines Bestchen von Gott sein Wort von Gerechtigkeit. Aber wir wollten dort, so, wenn ich nicht sind gerecht geworden, warum denke ich dann nicht, dass das, was ich denke? Wir haben nicht die Gerechtigkeit gesagt. Wir haben nicht die Utgefangen. Wir haben nicht nur Offenbarung, was Gerechtigkeit ist. Du denkst, wie ist das? Sieh,
And Galater 3:27 sagt er, for as many of you as we're baptized into Christ have put on Christ. Så veel van jullie ons zijn getauft en Christus nemen, der han Jesus ook, nee, Christus, ongetragen. Wir tragen Christus an. Så wat dan denkt vi nu så Jesus als sharpe person ans ontragen? No, det är Christ. The anointing. This anointing, wat zegt Jesus? The anointing, den Herrn sin Jesus rührt auf mich und der hat mich geanoint, sagt er. Der hat mich gesalbt, til wat? Til det var mit Evangelium predigen. Für die Blinde sein merken, die Lume gehen merken, die Kranke heulen, die wird die Prisoners free to looten, die wird captives and all of that sagt er, that's what anointing there. See, and this anointing moet we ongetragen zijn. En wat hebben we die ontragen? Bloß durch im Glauben. Bloß dort glauben, wir sehen nicht mehr an seine Gerechtigkeit. Wir sehen Jesus seine Gerechtigkeit. In Epheser 4:24 sagt er, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. See, sagt er, dat die worden ontragen, and that you put on, dat die nieuwe mens ontragen wordt geschaffen als nu God nu. Nu God nu in seine wirkliche Gerechtigkeit und Heiligung. We put on, sagt er, je moet nou ontragen. Und jetzt will wir umtragen, dort glauben, dort nehmen, dort sagen, Dankeschön, dass ich seine Gerechtigkeit bekomme. Because wenn ich seine Gerechtigkeit bekomme, dann brauche ich nicht mehr an mich selbst sehen. Dann brauche ich nicht mehr glauben, genug Gute zu tun, um bei Gott abmeten. Weil wir haben seine Gerechtigkeit angenommen. Philippa 3:9 sagt es dort, and be found in him, not having my own righteousness. And I'm gefunden worden. En nicht meine eine Gerechtigkeit haben, wohnen vom Gesetzes, but durch den Glauben an Christus, and the anointing, die Gerechtigkeit, wohnen es von Gott durch den Glauben. Durch den Glauben kriegen wir diese Gerechtigkeit, dass wir ungetragen worden, dass wir in Jesaja 61 lesen, dass wir wurden ungetragen, gecovert sind mit der robe of righteousness, mit dem Eberrock von Gerechtigkeit. So, wer wollte diese Geschichte, wie wollten Jesus sagt, hoi ja von Glücknis von dieser Chance. Sagt er, hoi lur all an, til die Chance zu kommen. Aber was er horen alle weg Tid. Dann hat er Krieg gehabt, warum die nicht Tid haben. Dann sagt er, aber nie gut da sein, wo du hingere Teening sein, wo da begossen sind, die wird verloren in den Diensternis sein. Dort sind wir als Gentiles, als Heiden. Da ging er dann erluden. Und dann sagt er, aber die fängt du ein, wo nicht ein Tastkleid anhat. Und das Tastkleid, wenn du die Kleider verlassen hast, du von der du glaubst, dort müssen rechte Tastkleid sein. Wenn dort nicht nimmt Gott das nicht an. Und das Tastkleid ist bloß Jesus Christus sein Evertag. Jesus Christus sein Robe, den wird du abgehört für die und für mich. Wenn wir den nicht anhaben, dann wollen wir bloß nicht dort bekannt sein. Wenn die Brigum ihr Schwert kommt. Because wir sind nicht ungetragen mit seiner Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit kann niemals, never zu Hand kommen. Dort haben wir bloß durch Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Und dann sagt dort, wer wollte dort reden von der Breastplate, von der Brustblut? Viel redet im Alten Testament. Sie alles, was wir in einem Bund lesen, dort wies nicht Jesus, dort wies nicht von der. Wenn die das in Schweiz dann auf einmal wurscht, die bloß wer in einem Bund lesen. Because du sind viel mehr Details bei, wo Jesus gestorben ist, was den das gekostet hat, was das brocken hat. Du hast jeder Detail bei, was wir Frauen haben im Neuen Testament. Dort ist ein Alten Testament bei. Dort wies jeder Bild, rennt jeder Ding, wies uns, was passieren wird, was passiert ist. Dort ist ein Alten Testament. Sie, wir lesen da viel von der Breastplate, und die Priester müssen diese Breastplate anhaben. Wem es bekannt, das Krieg utgetreten, Krieg gesagt, was die looten soll. Das Breastplate. In einer Epheser 14 sagt er, stut du wen, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. Diese Breastplate, wenn wir im Alten Testament lesen, das wird du für Judgment, für Rechten, dort wird die durch.
Aber nu, wenn wir ungetragen sind mit Jesus Christus in Everag, mit der Gerechtigkeit, dann sagen wir diese Brustblut antragen zum für Gerechtigkeit. Das ist unsere Gerechtigkeit über uns Hort. Da meint wir, was wir ein Hort haben. Da sagt Jesus, ich habe drüt. Was die Band ist, was drüt. Wenn du diese Breastplate hast von Gerechtigkeit, dann wirst du Gerechtigkeit leben, dann wirst du Gerechtigkeit reden. Und dann sagt er, trag die an. Was sagt Römer 10:10? Wils mit dat Hort läuft einer into righteousness, sagt er. Mit dat Hort läuft einer in Gerechtigkeit. Und mit dat Mühl bekannt einer der Rettung. Aber anders heißt es, for with the heart one believes into righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sie, das ist der Brustblut, was wir machen anhaben. Und Pfizer sagt, trag ihn dir an, sagt er. Das ist von Gerechtigkeit, die macht wir anhaben. Wir machen ungetragen sein mit dieser Gerechtigkeit. Wenn du nicht ungetragen bist mit Gerechtigkeit, du wirst am Angst leben, du wirst an der Scham leben, und an Verdammnis leben. Und diese drei Dinge lebst du ganz versichert werden, wenn du nicht ungetragen bist mit Gerechtigkeit. Und viele Kinder Gottes, die sind wahre Geburt. Du hast ihnen Gerechtigkeit gekriegt, aber du weißt das nicht. Du hast nicht gesagt. Du hast nicht den Hunger gehabt nach Gott. Du hast dort ein Dumm gewesen. Und du willst wie anfangen, wegzudrehen von dieser Weg. Einfach mal sagen, wir sehen eine Dienrecht und die Gerechtigkeit. Wo sagt Jesus das? Wer weiß, wo Jesus das sagt? Wo hat er uns abgenannt? Und dann sagt er, Matthäus 33. Die Finanzen sind alle abgenannt. Alles, was wir hier am Leben brauchen. Sagt man, die das wollen tun, seine Recht sehen, seine Gerechtigkeit, alles andere, was in den kommen, sagt er. Sie, wir machen das an seine Gerechtigkeit fängt. Wenn wir gut heran sind, nicht hungrig sind, an seine Gerechtigkeit, dann fragen wie wird das arg, worum sind hier, wo ich sein? Das willst du die Hunger nicht in seine Gerechtigkeit. Jesus sagt, wem der hungert und durst in seine Gerechtigkeit, der wird heute zufriedengestellt. He will be satisfied, sagt er auf Englisch. Der wird zufriedengestellt worden. Und dann sagt er, wenn die dort wollen, dann wird ihn alles andere kommen. Wegen Wort, wir verloren uns nicht mehr ab uns selbst. Sie, wenn das nicht ans Vertrauen kommt, wo meint er dann? Dann habe ich nicht vor ich? Nein, ich habe nicht. Nu doe ich nicht mehr vom Gesetz schaffen. Nu doe ich am Glauben schaffen. Nu doe ich will's, seine Gerechtigkeit rührt auf mich. Seine Gerechtigkeit ist ab und an mir. Ich habe ungetragen da. Nu, wenn ich schaffe, nu wird ich das gesehen. Weil so sagt, die Gerechtigkeit hing sind gesegnet. So, nu sind meine hin gesegnet, wenn ich mit Gerechtigkeit sind ungetragen. Und wenn ich bete, dort sage ich, in gerechten Mann sein Gebet wird viel ausmerken. Nu doe ich nicht proben, irgendwo Unterschied zu merken. Ich weiß das Wort. Ich darf mich niemand mehr wo Hand schaffen, nicht darf ich Gerechtigkeit im Glauben gehen, dann darf ich nervös mehr stehen, um das zu tun. Weil ich dort will ich gerecht werden sein in Jesus Christus. Ich sehe ungetragen mit Christus, mit der Anointing. Und der Anointing, das Anointing meint smiert in Gerieben. Und dort ist all, dort ist Glut. Wenn du an dieser Anointing leben, und das wird du anoint bist, aber du wirst dabei leben, da wird die Sünde und all das Fleisch los, die wird bis raufrutschen. Die wird keine Hol und die kriegen. Because du lebst nicht am Yes. Das ist, wo wir können anfangen, am Yes zu leben, wenn wir die Gerechtigkeit ansehen. Because wir wollten dort, wenn wir nachher einmal das denken haben, oh, aber nee, keiner ist gerecht, keiner ist heilig, dann bist du nicht. Du glaubst dort nicht. Du kannst dort mal sein, wenn du dort läufst. Du musst bei dir kommen, dass du kannst heil die Hänge abheben und sagen, Dankeschön, ich sehe deine Gerechtigkeit in Christus Jesus. Wodurch haben wir seine Gerechtigkeit in Christus Jesus worden? 2. Korinther 5:21. Wir sind mir arm zu sind für uns, dass wir machen bekommen die Gerechtigkeit in Gott und arm. Heute mir arm zu sein. Jesus Christus, wir sind los. Der hat never gestohlen. Der hat never gefliegt. Der hat never wem Tod gemerkt. Der hat never das Gesetz gebrochen. Der bekam Sinn.
Die bekommen dort, wo du wirst, sodass wir durch den Glauben kann Gerechtigkeit an Christus Jesus sein. Man wird das umtragen, einfach extern ungetragen mit dir. Wem wird das dann schwerfallen von Sinn dran? Wir machen sun-conscious sein. Sehen, uns Gewässer mit bloß Glück und den Sinn sein. Nicht hier unten an sie eine Gerechtigkeit. Du weißt nicht, was andere aus Schweinchen fängen hier unten bei ihr. Du weißt, wie uns denken, mit ablehnen, mit anbilden, so viel Hecher aus uns. Das so viel wieder aus uns. Und das ist die Gerechtigkeit, die uns versprochen ist an Christus Jesus. Dann auf einmal wird die Sinn leicht ans Rohvoll. Leicht. Und nachher denkt, die wollten von Jesus, was passiert mit denen? Jesus. Wir haben mal lesen, was das sagt. Ich war relativ kurz fängen. Matthäus 27, 28 sagt er. And they stripped him and put a scarlet robe on him. Die sträubten, das wurde einfach sträuben, das Unterschuss utreien. Das ist einfach, die rieten die bloß drauf. Das wird passiert mit Jesus, seine Kleider, mit denen sie in Everak. Und die tragen den in Everak an von Scarlet. Und Scarlet ist eine diepe, rote Kleider. Und die Kleider repräsentiert unsere Sünden, unsere Krankheit, uns Vergehen. Das heißt, Jesus braucht Taub und uns Vergehen. Und die tragen die an. Das repräsentiert die Kleider, die Jesus da anhat. Das repräsentiert diese Sinn, was er bekommt. Er bekommt diese Sinn, sodass wir die Gerechtigkeit bekommen. Sie in Everak lasten sie aus. Aber der Tag, der kommt, er bleibt nicht durch. Er kommt in den Graf mit voller Macht. Und mit dort wir aus dem Verherrlichter sehen. Gott sehen, Gott selbst. Und durch uns, die Gerechtigkeit, wird uns genommen wird, durch dort Adam hat angewählt zu sein. Adam verlor diese Herrlichkeit, und Jesus Christus brachte das rein. Er selbst am Wort ausgetragen und kriegt. Hängt du, wegen wo müsst du unklar hängen? Das ist schon, nicht körperliche, das ist schon von der Sinn. Die Herrlichkeit wird wie ausgegangen an den Mensch. Die weiß die durch, die bekommen die durch. Alle Menschen checken durch an, und dort wir eine schon, was da hängt, und dort die verdienen für mich. Die hängt durch unkleider, und diese Herrlichkeit wird wir, dort wir nicht brauchen, mehr dort sein. Hij denkt naar de haal. Hij denkt naar de haal. Mensen zeggen, nou, ik heb dat mal zum ersten Mal sehen. Menschen würden mich da. Dort erzählt Jesus, wie eine Haal was. Das können die sich nicht verstehen, dass Jesus wie eine Haal was. Wenn Jesus nicht wie eine Haal was, dann müssen irgendwie. Da müssen irgendwie nach der Haal. Wenn Jesus du nicht wie Band was. Das bedeutet, jeder denkt, was mich traf, was die traf, dort bekommt Jesus und dort tut er den Preis. Den sehr nimmt den Schlüssel von der Haal in Tod. Der nimmt den Schlüssel von der Haal in Tod. Und dort, wenn der dort nicht getan hat, dann wird wie das sein. Dann traf uns der Haal. Aber wir haben uns den Ewerrock von Gerechtigkeit gegeben. Wir können bloß diese Gerechtigkeit nehmen, wenn wir dort glauben, dass Jesus Christus seine Gerechtigkeit ist genug. Wenn wir noch einmal sehen, eine rechte Kleider anhaben, wir wollen so lange sehen, als wir leben. Wir wollen wie kein Fang. Ich habe ausgefangen. Und ich glaube, wir haben alle das ausgefangen. Das Lehre, das bloß einmal abnehmen. Jana sind besser als mich, Jana hat Schmack als mich, Jana ist wieder als ich, Jana versteht das besser als ich. Und das hat alles zu tun mit was verloren wird am Garten Eden. Und das sind Flucht. Wir bekommen die Flucht. Jesus Christus bekam die Flucht durch die Friese. Dann auf einmal, wenn du nicht frei bist von Clara, nicht klickt das, woran du auf einmal frei bist. Du hast Jesus Christus in die Gerechtigkeit angetragen. Du auf einmal mord wieder nicht mehr aus den Bächsen nach den Rock und haben. Aus der Hort, dass die Children sind, in der Karte länger, wird wir siegen nicht mehr an seine Gerechtigkeit. Wir siegen seine Gerechtigkeit. Aber dann hielt sich doch nicht so, na ja, dann hat dann nicht genug gekriegt. Wir leben dann nicht wieder, dass mir das jankert. No. Wenn du Gott seine Gerechtigkeit geworden bist, dann wirst du die gerechte Worte für nachbringen. Worten von Gerechtigkeit, nicht Worten von Gesetz.
Wo liegt die Bibel vom Worten von Gerechtigkeit? Galater 5, 22 und 23. Hier redet von der Frucht vom Jesus. Aber die Frucht vom Jesus ist Gerechtigkeit, willst du von Amtscham. Das ist Gerechtigkeit. Du sagst, die Frucht vom Jesus ist Leben, Frieden, long Uthalten, Kindness, Goodness, Faithfulness, Gentleness, Self-control. Against such there is no law. Lees je dat plot iets zelfs wat er sagt. Dit zijn woorden van Gerechtigkeit. Wenn dit wordt die Ritual, dann hast du die Worte von Gerechtigkeit. Und das darf nicht sein, wenn du mit Jesus Christus seine Gerechtigkeit ungetragen bist, dass du nicht Wort anfangen zu produzieren. Das darf nicht sein. Gott sagt dann clean bist du Buba, wenn wir wollen checken, was wie vom Fleisch. Galater 5, wenn du mal checken, was an zu sein wird vom Fleisch. Galater 5, 17. Willst du sagen, willst du das Fleisch, das lasst gegen den Jes und die Jes gegen das Fleisch? Und das ist an sich immer jeden über einer den anderen, sodass die nicht die Dinge kosten, was du weißt, sagt er. Sie, wenn du im Fleisch lebst, du wirst immer das Gegenteil da. Immer das Gegenteil von Gerechtigkeit. Du kannst die Säule nicht testen und du bindest. Hart, dass du glaubst. Seine Gelung getragen mit Jesus Christus in die Gerechtigkeit. Dann lest Galater 5, 16 bis 26. Dann du kannst du die prüfen, an was du leben lässt. Aus dem Fleisch oder an den Worten von Gerechtigkeit willst du sagen, die Worte vom Fleisch, die sind sehr klar. Dort ist Hürerie, einfach auf Englisch ist. Das ist Idolatry. Lest das alles in jeder Sprache. Das ist Idolatry, Fornication, Uncleanness, Lewdness, Idolatry, Sorcery, Hatred, Contention, Jealousy, Outburst of Wrath, Selfish Ambitions, Dissensions and Heresies, Envy, Murders, Drunkenness, Revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Wenn du an diese Dinge lebst, dann lebst du am Fleisch. Und die Bibel sagt, das Fleisch, das produziert die Worte vom Tod. Die Sünde wird geboren und die bringt dir den Tod. Aber wenn du an Gerechtigkeit leben, dann wird dort die Ritual von der Frucht vom Jesus vertreten, was wir hier gelesen haben. So hier können wir uns prüfen, was euch tragen sind mit Jesus in die Gerechtigkeit. Und die nicht in uns Ritual, dann sagen wir einfach nicht. Sie, wer hat hier gelesen, dass sie die rechte Seite klar anhaben? Das redet nichts davon. Wegen Wort nicht. Du bist besser ungetragen mit Jesus Christus in die Gerechtigkeit. Du brauchst nicht mal der rechte Segen. Kriegt du wegen Hafte, die kein Rezept abgeschrieben, warum looten soll die nicht klar, wenn die dort waren, Menschen würden sich 100% bloß um Kleidung halten. Aber nur noch von dir, wollen wir uns um Kleider halten, dann habe ich eine Frau von dir und die, wer hat die gesagt, du sagst, was du anhast, ist reich. Because dann am Deul andere Seite auch sind reich. Wer willst du mal nachschauen, was Selbstgerechtigkeit ist? Die wird rein immer das erste, wenn wir uns begegnen. Wo fällt sich das, wenn du dir eine Person begegnest, die sich an klar abhält? Und kriegst du ein Smile bitte dir. Kriegst du noch. Wenn der dort gut ist, dass du ungetragen bist, dann hast du ein Smile. Wenn der dort nicht gut ist, dann ist der Lauf so dick, dass er zu spüren ist. Wer kann das? Wie kann das rein alle? Das wird selbstgerecht sein, deine eine Gerechtigkeit proben für den Tag zu bringen. Was rein einmal checken, wo andere sind. Und dann steht deine Ehe und Jesus Hals am besten mit Jesus abgelehnt. Wer von dir, wenn die noch nicht besser ungetragen mit seiner Gerechtigkeit, dann will ich die anluden, die von dir was mit seiner Gerechtigkeit untragen. Wo kostet die dort? Am Glauben. Und wenn die dort ist ungetragen, dann muss die mein erniert werden. Römer 12, 2 sagt, be not conformed to this world, but be transformed in the renewal of your mind. Get transformed mit die Wort und ans Mind. Spreche, sagst du, so denk so, erst heute. Du musst gerecht denken. Seine Gerechtigkeit siegen. Seine Gerechtigkeit denken. Sie, wenn du wirst die beschäftigen in Eck, mit seiner Gerechtigkeit, wo viel Zeit vor die Hand im Sinn dir? Wir wollen nicht. Das sagt, wer von Gott geboren ist, sind nicht. Also meint er nicht, ja, so das. Wenn du am Jesus lebst, jetzt
100% was das meint. Because du wirst die beschäftigen mit seiner Gerechtigkeit, nicht mehr mit dienen. Du wirst sie. Und dann sagt Jesus, wenn die aufmul hauen, dann tut das in remembrance of me. Den Gott sagt dir nicht in remembrance of yourself. Denk du mal an. Jesus sagt, du dort zum Denken an mich. Der sagt nicht, du zum Denken an deine schon, an deine Nerven schon, an deine Sinn, an deine Verdorben, an deine Bremmer. Der sagt, du dort an mich denken. Seine Gerechtigkeit hat uns gerecht vor. Seine Gerechtigkeit hat uns der Heil gebracht. Seine Gerechtigkeit hat uns geheult. Seine Gerechtigkeit hat uns gewaschen. Darf uns nicht mehr bedeckt mit Schubskleider. Wir sind gewaschen von der Sinn. Wir sind geheiligt. Old Testament sagt, unsere Sünden werden rot als blau. Und er wascht uns wird als Schnee. Und das ist, wenn wir ungetragen sind mit seiner Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die wir hier in Römer lesen, und von Gott Paulus reden, die Gerechtigkeit ist von da gekommen, nicht mal durch den Gesetz. Freiwillig durch Jesus Christus. Das ist so kraftvoll, das eng zu lesen, wo wir hier von Gerechtigkeit reden. Vers 22 sagt, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe, for there is no difference. Wir haben all gelesen, du hast keinen Unterschied. In Römer 3 aufsagt, du hast nicht einer, was gerecht ist. Aber wenn wir den haben angetragen, dann sind wir gerecht, dann reden wir gerecht, dann denken wir gerecht. Also wir beschäftigen uns nicht mehr mit uns selbst, aber mit seiner Gerechtigkeit. In Vers 23 sagt, wir werden alle Gesinnigen sind kalt gefallen von der Glory von Gott. Das ist die Glory, wo wir von reden. Jetzt kriegt die Glory, wo Adam wir mit gekreut, wir scheuen gemerkt wir von Gott. Und du sagst, komm, wir rennen alle kalt. Keiner kann dort mehr, wie genug, was du kommst. Heute muss raufkommen. Eine Offenbarung, die ich von dir kriege. Wer wollte dort allen bin, sagt der Priester, wenn der Abfall braucht, der soll nicht betrachten, abkommen, weil es schon soll nicht zu sein. Wer weiß? Da Nakedness, sagt er. Wir können nicht abkommen in den Himmel, und schon wird Fuß zu sein. Wir können nicht Reichtum vor Gott. Wir würden fallen aus dem Blitz vom Himmel und tot sein. Dus wir können nicht in seine Gegenwart kommen an seine Gerechtigkeit. Wir können nicht die Taten abmerken. Jesus kommt drauf. Jesus kommt drauf für uns als Priester, was wir von der regieren als Priester. Die können nicht tragen gehen. Die Priester können nicht tragen gehen. Jesus muss raufkommen. Das ist schon, was Fuß zu sein. Und das ist schon das Sinn, was wir von der von gelehrt haben, was schon wirklich ist. Und du wegen macht wie ans Waschen, wenn die noch nicht hast, die meinen es vielleicht gut gewaschen. Wenn die auch gewaschen bist, eben deine Sünden sind vergeben, aber die hast ein sinnliche Ding, die lebst bloß einmal in Sinn. Als krank willst du beschäftigst die nicht mit seiner Gerechtigkeit, wie das mit deinen Ihnen. Und wenn du von der Hurum hast, dann meint es genug. Nimm dich genug an, die Vergebung, für Sünden Vergebung, und trag die an mit seiner Gerechtigkeit. Heu bell die antragen. Heu steht die Vorerkennt mit den Eberrock und Lukas 15. Heu sagt den Basterrock, sagt er, das ist Jesus sein. Jesus sein Rock, den wo wir angetragen, ans Luten antragen, so dass es schon nicht mehr zu sein, als das bedarf ist. Und dann sehen wir Priester und Tjanix, und wenn du was weiten wird, dann meint, dann sehen wir Priester und Tjanix, dann machst du allen wünscht dir. Checken, wo ist ein Priester, wo ist ein Tjanik, und das wird du bist. Und das wird auch sein, weil wir euch tragen sind mit seiner Gerechtigkeit. Und ich kann ja abstimmen und wir beten. Jesus sagt, danke, dass du das Opfer, das Lohn, das Sündopfer, das Brandopfer, das Dankopfer, jeder ein Opfer, das wirst du. Du bekommst anzusehen, wenn das Scarlet Red wird. Rot als blau, da bekommst du die jüngsten Hall mit dir. Jesus, wir wollen bloß sagen, Dankeschön, dass wir das nicht brauchen. Dass du hast den Preis getan und du hast uns angetragen mit deiner Gerechtigkeit. Wenn ich bei erster Hälfte noch nicht angenommen, dann will ich die mal mehr Tag das von dir an. Wenn du erhebst dich mal hungrig bist, nur Gott, dann sag einfach bloß nur Gott, ja, mir einen Hunger mit dir, trag mich. Du kannst nicht mit Gott kommen, ohne Herr Jesus, was die tragen. Wenn du die was aufmerkst, dann wird die tragen. Dan kost je naar aankomen. Dus eigenlijk van wie ons vernoderen, dan hoe dat hij zich naar aan. En werden deze gerechtigheid zien, dag en nacht ons doen met beschäftigen, zodat we voor een gerechtigheid denken, gerechtigheid leben. Willst
das Wort Leben gerief an uns produziert. Und Menschen wurden hungrig worden, die Verlorenen wurden hungrig worden, die wurden gerat worden, die Kranken wurden geheilt worden, die Leper wurden gereinigt worden, die Diebels wurden uitgedreven worden. Und die wollten sein, das jaftet nicht die Worte oder Bibel schmal. Jesus, Dankeschön dafür. Dankeschön. Du wolltest ganz krank, wenn du irgendwo hast, wenn du für Gott was getan. Sag dir noch mit deinen Ihnen wieder. Du musst salz dort ohne ihm. Du musst salz sein. Du sagst, wenn wir mit den Horten glauben und mit dem Mühl bekennen. Und dort ist nicht bloß zum Geracht worden, dort ist jeder Ding. Unsere Bekennung mit dem Mühl und unsere Widerste Kraft. Und irgendwie wel persoonlijk gebeten haben, die beste Kuchen Handchen und die beste Welpen ran, doet dat niet maar lang dir. Sieg, von der wird von der ist genug. Von der ist der Tag von Radung. Nur meint nicht bloß die Hand gerat worden. Die soll mal gerat worden, sondern die kostet Ding, das Gott Ding. Die Meinung muss geerniert worden und die kostet reden, das heute. Das wie wo in der Bibel sagt, dass du denkst, der Beste. Wenn die sind, denkst, der Beste sind. Wenn die cursen, denkst, der Beste curse. Wenn die bloß Schlag redet für einen anderen, dann weißt du, was die bloß Schlag redet. Because das ist, wie denken, das was wir haben. Voordat ik bid in Revelation und waarom für jeder ein, dat wir wollten, wo zu denken und wo zu reden, in een Hunger naar gerechtigheid. Herr, ik bid einfach in Hunger für die Kirche, für gerechtigheid. Die Kirche wordt anfangen uitgeschreven für gerechtigheid. Heeft je de stem op van Herrn, we moeten uitschreven de gerechtigheid. Die Kirche, die moet geraad worden. Die moet ohne Spot en Rinkel bekommen für den Tag von Jesus terugkomt. Jesus, ik dank dir für das, dass du uns Sündenvergebung hast. Unsere Generation, das ist eine Unhebräische, eine sündliche, verstohlene, eine böse Generation. Herr, ich bete für Gnade und für Mitleid, sodass das Wort Revival passiert. Dass wir wollen Hunger und Durst in Gerechtigkeit haben. Dass wir wollen anfangen, deine Gerechtigkeit zu segnen, nicht weiter ansehen. Jesus, ich danke dir für Gnade, ich danke dir für Mitleid, ich danke dir für Vergebung, dass du Vergebung hast, dass die Kirche nicht hat getan, was du schuldig hast. Herr, lehre uns in deine Fußspuren zu gehen. Lehre uns, wo der Bruch den Verlorenen zu raten, die Kranken zu heilen, die Lumen gehen mehr, die Blinden sein mehr, die Gebunden loszulassen, die, was du hinter Spruten sind, die deren und mehr. Jesus, ich danke dir, Jesus, dass du der wahre Gott bist. Ich freue dich, dass du deine Herrlichkeit wirst utgehen. Die wird utgegoten worden, dass wir worden ein Heiligung leben. Dass wir worden gesanctified worden. Und die Sanctification, die Heiligung, kommt nur, wenn wir ungetragen sind mit seiner Gerechtigkeit. Sein Wort, das wascht uns und das heiligt uns. Jesus, Dankeschön dafür. Dankeschön, Jesus, dass wir Vergebung haben. Dankeschön, dass wir gewaschen sind. Und nu wollen wir gehen aus Ungetrockneten von Gerechtigkeit und von Wetter aus Schnee. Jesus, Dankeschön. Das Wort sagt, hol dich dafür, dass du dort bist. Wir machen uns dafür hell. Wenn wir uns nicht dafür hell, dann wollen wir dort nicht gehen. Dann wollen wir dort nicht leben. Wir fallen einmal an Bärenwagen einzelligen Cycle. Wir können frei werden. Ich weiß, dass wir sind die Leute, die nur viel mehr Menschen gewesen, die nicht Heiligung kann, nicht gerechtigt. Das ist schrecklich dort unten hier in das Idee. Das ist ab ernstem Jungen. Wer wir uns lassen Helden in Helden werden, sodass wir wollen, dass ihr raten können. Because die sind all of das verlorene Schuh. Die wollten nicht, was du hast, die wollten nicht, was du hast. Die glauben, dass ich sendet, was du da vertrauen. Das wird nicht. Du hast schon weicht, dass du vertrauen. Jesus riecht auf. Jesus sein Rock wird uitgetragen. Jesus hängt am Tritt. Dort riecht auf. Und wenn unsere Juden durchwollen sind, dann wollen wir Menschen raten. Wenn wir den mal schauen, auf eine Eid fallen, wo das Wort 100-fältig Frucht bringt. Wegdrehen von wicked ways. Zodat Gott zu sein ist, dass ich dachten kann an diese düstere, verlorene Welt. Dass es Zeit, dass die Kirche am Krafen Leute geht. Du hast keine größere Force auf diese Erde als Gott seine Leute. Gott seine Leute. Sie Menschen sind so gewandt, Verdammnis zu predigen. Wenn wir nicht von Gott seine Leute predigen, die werden abel. Die glauben ganz direkt, die sind verletzt.
Die wollten die Sachen nicht von Gott seine Leib. Wenn du Gott seine Leib ungetragen Geschmack hast, dann wolltest du bloß einfach nicht mal was anderes. Die Bibel sagt, du wirst dort tun, was du denkst und sein, was dann die ist. Wenn Gott seine Leib dabei ist, dann wirst du dort tun. Amen. Und bloß läuft da Sündentau. Wer wir dort denken, was wir gekriegt haben. Wer wir in Remembrance haben von ihm, nicht von uns selbst. Weil Gott denkt nicht an unsere alte Vergangenheit. Er denkt an das neue Leben, was er uns gegeben hat. Und dann noch irgendwer will die Beten kommen dafür. Du hast Gelegenheit, dort für jeden was gebet wird. Und wer wie ernst anfangen zu meinen. Und wir wollen ernst meinen, wir wollen schreien, was wir hungern. Wir wollen schreien, was wir sehen. Nur dass Jesus Christus seine Gerechtigkeit. Amen. Und nu, wenn du beten wirst, du kriegst eine Gelegenheit ran, kriegst nu. Und wenn nicht, dann wird die Snacks sein im Fellowship, wo wir Gemeinschaft haben. Und wir sagen für jeden, der ganze Lines und ganze Kamera, wir sagen Fried, Gott sein Segen und Gnade mit ihn, über ihn. Und trag diese Anointing an. Christus antragen. So wo immer du bist, an der Welt, wo du dies ist, du wirst die Licht schien. Und dies dann ist, kann nicht das Licht überkommen. Er spricht Fried und Segen mit ihn und ganze Kamera. Shalom, Shalom. Und für ihn auch hier, Gott sein Fried mit ihn, über ihn. Und wir sollen uns hier an den Dash mit Gott sein Wort Sonntag traktieren waren.